Haut op Pelm Sonndech begréessen Jeech aus der Kirch vum Howald, méiwer drof Hunheit Sondes Mass. Et singt d'Choral Sacré-Cœur Howald, Dirigent ass den Carlo Marx, Organist de Romain Ludwig. No senger Introduktioun sangemer Tochter Zion vum Händel. Kyrie laudate Dominum 125, O Haupt voll Blut und Wunden vum Bach, Sanctus laudate Dominum 247, Agnus 280, Per ton Corps 297 an als Schlusslied Lasst fröhlich und singen Nummer 427. Durchel spielt als Sorti Improvisation iwwer Hosanna Filio David. Am Numm vum Pap a vum Sonn a vum Heilige Geest. Amen. Den Herr sief mat Dich all. Leif Leiit hai Howald an der Kirch, a leif alle Gull, déi da iwwer Medien mat deis verbonne sit. Op Pelm Sonndech ass de Jesus an Stadt Jerusalem agezun, an Leiit hun hien do mat Pelm begréist. Och mir begréessen hien haut mat Pelm. Wann is lo de Pelm sehnen, den der Hai an der Kirch gesit, an den Dir doheem brett hält, da soll de Pelm wammeren gebrauchen, ma en un engem Kruzifix festmachen, oder wammer da mat sehnen, eist run erinnern, dass de Jesus eis mat senger Kraft a engem Segen begleet, iwwerall, an all Moment, an op all Eisen weach.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese grünen Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. Gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mit eis hun. Er soll als Schuld no losen, als ein ewig Liebe schenken. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam hat unser Erlöser Fleisch angenommen. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Es war einige Tage vor dem Paschafest, als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus 2 seiner Jünger aus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet das Fohlen los und bringt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da? Dann antwortet: Der Herr braucht es, er lässt es bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße ein Fohlen angebunden, und sie banden es los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, andere aber Büschel, die sie von den Feldern abgerissen hatten. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Demut. Ob Lützeburgisch Heestaat anscheinend, obwohl es mir nicht so geläufig ist, Demütigkeit. Jedenfalls schwätzt als Lesung aus dem Philipperbrief vom Jesus, den demütig ist. Wir sind Entrée an die Stadt Jerusalem, das Evangelium von Palmsonntag, war ein Siegeszug. An der Siegeszug war in Wirklichkeit ein provokativen Akt, den der Ereignisse vom Karfreitag auslesen sollte. Für was war das Entrée joyeuse, so wie der Jesus zu Jerusalem herangerieten kam, provokativ? Dabei darf der kleine Esel eine große Rolle gespielt haben. So wie die Intelligenzia von demals gemengt hat, sind Kinniken früher so zu Jerusalem angezogen, für ihre Regierungszeit ihre Reihen unzufänken. Der bescheidene Esel signalisiert Demut an der gute Willen vom Kinnig vis-à-vis von seinem Volk, das den regieren wollt. Ein bisschen so wie ein jetziger Papst Franziskus, den auf die vatikanisch Luxuslimousine verzichtet hat, als sich an einem ganz bescheidenen Ford Focus deplaciert. Die Frage ist, war der Jesus demütig für Gott? Ja, das war hier mit Sicherheit. So hätten als Jung von Gott nicht den Himmel verlassen, für die Weltbühne zu betreten. Hat ihn demütig angeknickt für seine Feinden? Sicher nicht, weil denen hat ein Angesicht daran widerstehen und getrotzt, zumindest während seinem öffentlichen Leben. Aber bestimmten Erweiterungen hat ihn sich carrément widersetzt. War das also Demut? Das nicht der fehlende Mut, der Mangel an Mut, wann Mut, Courage erforderlich ist. Aber das dem Herrgott folgen, das Gehorsam vis-à-vis von Gott. Demut am biblischen Sinn bedeutet das sicherlich einmal für dich, du hast keinen Zweifel, vor sich selber zurückstehen, sich hannen drun stellen, bescheiden sein. Es kann aber auch heißen, wo sich aufgesehen an Autoritäten herausfordern, für Prinzipien erstehen, auf für andere Verantwortung überholen.
Und dat bedeit ënner Umständen sich courageiert selber an die Eicht Reihe stellen, wann et für den Dienst erforderlich ass, zu dem den Herrgott eis gerufen huet. Manchmal kann dat mat sich bringen, an der Öffentlichkeit eng tragend Rolle zu spielen, jo selber Mucht an Autorität auszuüben, wann es dem gut Sach geht. Viel Leid zähnet par konter 4 am Schutz vun der Mënsche Mass oder vun der Anonymität ënner zu dauchen, fir jo net opzufallen. Sie stellen sich net an den Drüpsschlag, do wo es brenzlig ass. Sie machen sich d'Fanger net knaschtig. Il ne se mouille pas. Net so de Jesus, wie das Neue Testament net mitgëtt zu berichten. Hier scheint sich net sich zu kompromittieren, hier steht grot, wann et der Teiert gut an dem Toricht geht. En also, wenn wir wirklich demütig sind, unterwerfen wir eis dem Willen von Gott, so wie die Jesus es gemacht hat, für ihn sich entäußert hat. Kurz vor seinem Tod Kreuz am Gart von Gethsemane de battere Kelch vom Leiden unhält. Den Philipper Hymnus Leivallegur beschreibt die grundlegende Bewegung vom allmächtigen, allgegenwärtigen und zeitlosen Gott. Gott hält nicht fest an sich selber. Reit nicht auf seine Privilegien. Bleibt nicht auf seinem Sockel, seinem himmlischen Piedestal stehen. Mehr klimmt darauf, entäußert sich, geht aus sich raus, wird Mensch. Bleibt nicht auf Distanz zu den Menschen, wir können bei uns Menschen. Nach mehr, geht wie ein Sklav. Das heißt, das Manst so zu sagen, werdet an der Gesellschaftsordnung von demals gouf, das Manst vom Mansten, den Abschaum. Und unterwirft sich die Begrenzungen an der Begrenztheit vom menschlichen Leben. Dieser Gott mischt sich ganz und total vertraut mit uns, mit dieser menschlichen Existenz, an all unseren Not, an denen sich voll heranknät. Das Bewegung auf den Mensch hin prägt unsere christlichen Gottesklaven zutiefst. Von der Menschwerdung auf Christtag bis hin zur Erniedrigung und Kreuz auf Karfreitag, wo sich bis an die schmählichsten Erfahrungen an abgrundtief menschlich Tieften herabbegeht, als sich in Verbrecher rechnen, an Tretieren, jo maltretieren lässt. Denn die Äußerung von Gott, Kenosis, wie es am griechischen Urtext heißt, das Ruf klammen, als ich Klang machen, findet am Kreuzestod ihren Höchstpunkt, der Point d'Orgue. So tief sind wir gesunken. Da lässt Jesus sich total fallen, aber an der fester Hoffnung, dass der Papa am Himmel hier ging, abfänken. Meditieren wir den Heilsplan von Gott, da kann ich vielleicht sagen, schrecklich, das Ganze. Mir Gott hat das für sein Jung kalkuliert. Die geht als einer Mission ob ganz, ohne Rückhalt, ohne doppelte Boden. Ihr mischt kein Halbsachen, geht kein faul oder überflächlich Kompromisse an. Das ist die Mission von der Lebt, die sich alles, wirklich alles kosten lässt, so gut leben. Jesus Christus lebt eng Lebt, die bereit ist, alles loszulassen, alles fallen zu lassen, und ob das Lebt auszurichten, alles das Lebt inner zu ordnen und alles aus dieser Lebt heraus zu machen. Wie können wir, liebe Mitchristen, dieser Lebt gerecht gehen? Aber wie können wir sie nur ahmen, an ihm nur folgen? Das ist ohne Zweifel eine große Herausforderung für uns Menschen, als ob das man näher zu entäußern. Wir gehen glücklicherweise vom Drift gelegt, uns selber zu erhalen. Instinktiv wollen wir Gefahren für Leiber leben aus den Face gehen. Und normalerweise wird kein von uns Lebensopfer am existenziellen Sinn aufverlangt kriegen. Und doch, auch am alltäglichen Leben entstehen, wenn ihr genau hinguckt, viele Situationen, an denen wir lernen müssen, Last zu lassen, Not zu gehen, Wasser an unsere Wein zu schütten. Denkt an den Kampf für den Parkplatz an unsere Stadt
oder d'Wäden an enger Kö fir unter Käes. Oder einer Gelegenheiten, wo ich mich kontrollieren muss, Rimrappen muss, fir net aus der Köch ze sprangen, a vu Roserei ze baschten, an dobei awer net ze verbatteren oder ze resignieren, mir dat einfach mal hinzuholen, auszuhalen, an durchzustohlen. Ob Zen beißen, dat kann durchaus ein Exerzis sinn, fir sich an christlich Haltung vun der Demut anzuüben. Wo sich lasslosen och grad vum egene Stolz as immer e schmerzvollen Prozess. Aber wie dat bewusst probéiert, fir die geht och Neues op. Verzicht feiert zu neue Perspektiven, an dummer zu neuem Leben, an zu neuen Möglichkeiten. Liebe Brüder und Schwestern, wie wir heute Evangelium gelesen tun, wussten wir, der feierlichen Anzug an Jerusalem als einen grandiosen Startschuss. Man hat kein Happy End. Ein paar Tage später wird dem Jesus der Prozess gemacht gehen. Ein aufgeklärtes Spiel zwischen den römischen Besatzer und der jüdischen Prominenz. Beide hat ihn zu viel auf die Hewe getrippelt. Und noch folgt mich lomat. Sie rufen nicht mehr Hosanna, wie auf Palmsonntag, mehr sie donge Krieg und Kreuzmartim. Mir das, wie wir wissen, nicht der Schlusspunkt. Die Bewegung, die göttliche Dynamik ausmischt, ist damit nicht fertig, so lehrt eis der Philipper Hymnus. Darum hat Gott ihn erhöht, lesen wir. Den geht nicht so ab, nur oben. Mir das nicht für lo. Dazu mei an dich. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Jesus Christus, wir stehen am Anfang von der Karwoche und gucken ob der Leiden an der Oberstehung. Wir wollen uns mit dieser Hölle Baustre 4 bereden. Dabei denken wir heute besonders an die Leute, die an dem letzten Jahr von der Pandemie in Kreuzweg gegangen sind oder nach Matzen drastehen. Wir denken an die Menschen, die wie die Pilatus damals schwere Decisionen treffen müssen. Und wir denken an all die Menschen, die durch diese Entscheidungen auf der Strecke bleiben oder in der Trierde kommen. Jesus Christus, durch den Wonne sie mir geheilt, dürfen können wir beten, Christus heia eis. Wir denken an die Menschen, die an diesem Moment in dem Kreuz zusammen gebracht sind, auch Schwierigkeiten haben, für nicht auf Beine zu kommen. Jesus Christus, durch den Wonne sie mir geheilt, dürfen können wir beten, Christus heia eis. Wir denken an die Menschen, die sich mit Covid-19 ungestach und schwer krank sind, an nun alleis krank an Elamat-Menschen. Jesus Christus, durch den Wonne sie mir geheilt, dürfen können wir beten, Christus heia eis. Wir denken an all die Menschen, die durch eine kleine Geste wie Veronika denen beistehen, die leiden oder mit dem Tod konfrontiert sind. Jesus Christus, durch den Wonne sie mir geheilt, dafür können wir beten, Christus heia eis. Wir denken an die Menschen, die auf Unterstützung von anderen angewiesen sind, und beten, dass sie, so wie du auf dem Kreuz für Helle vom Simon von Cyrene Cruz, auch konkret in der Därme Kraft kriegen. Jesus Christus, durch den Wonne sie mir geheilt, dafür können wir beten, Christus heia eis.
Wir denken nun die Menschen, die nicht so selbstverständlich wie mir ob Tester an Impfungen können zurückgreifen, weil sie auf der anderen Seite von unserem Planet geboren wurden. Jesus Christus, durch den Wonne sie mir geheilt. Dafür können wir beten, Christus her eis. Wir denken nun all die durch diese Pandemie gestorben sind, oft, so wie du, allein, ohne Präsenz von Familie oder Freunden. Wir denken nun alle als Leib, die hier an der Paar oder Urstadt Land gestorben sind, an der Hoffnung, ob dich aus dieser Welt fortgegangen sind. Jesus Christus, durch den Wonne sie mir geheilt, dafür können wir beten, Christus her eis. Gott, der junge Jesus Christus wird Leiden an Tod auf sich geholt, für Eis der Lesung zu schenken. An dieser Hoffnung, an dieser Gewissheit, haben wir dir alle Eisuleis gesucht, erbeten dich erheie Eis durch Jesus Christus, also Bruder an Eisen Herr. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, unser Gott, schenke uns Verzeihung durch das Leiden deines Sohnes. Wir haben sie zwar durch unsere Taten nicht verdient, aber wir vertrauen auf dein Erbarmen. Darum versöhne uns mit dir durch das einzigartige Opfer unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebe
erhöht die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Il est grand le mystère de la foi. Amen.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir bitten dich heute speziell für die Verstorbenen von Hesper, Stiftung Familie Müllenbach, Reicher, Groß, Seiler, Fiedler Scholer, Cecil Seitz, Albert, Joseph a Ferdinand Tesch. An die Verstorbenen von Itzig, Stiftung Eduard Winter a Leonie Mallinger. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir zusammen auch noch für den anderen so beten, wie Jesus Christus selber eis gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Name sei geheiligt, dein Reich soll kommen, geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das tägliche Brot, verzeih uns als Schuld, wenn wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, weil dein das Reich an Recht und Herrlichkeit für immer an ewig. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und unser Versagen, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann und ich ihn trinken muss, so geschehe dein Wille, der Leib Christi. Yeah.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns im heiligen Mahl gestärkt. Durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
mir und d'Eucharistie gefeiert mat der christlicher Gemeinschaft Howald. Den nächste Sonntag Osterdach iwwer Rom at Mass vun Tönten, anzwer 10:30 parallel op DOC RTL 2 an Internet. Ich all guten en gesehnte Kräwoch, an losschalte mat zreck an den Studio.
Tag.